versucht, dass du ein bisschen Verbindung hast. Ja. Also das kannst du dir bei ihm merken. Sobald er ein bisschen tief geht, ist er brutal eng. Nicht? Also dann ist er nicht nur eng, sondern wirklich eng. Ne? Also reiten lieber so. Ne? Gut so, wie du es machst. Ja, schön. Gut. Ganz leicht Innenstelle. Gut. Super. Bisschen durchs Genick. Genick hoch. Ja. Gut, wie du das machst. Ja. Zu hoch wird mich viel weniger stören, als das noch ohne wegtauchen. Ja? Jetzt würde ich ihn trotzdem einen Tick durchs Genick machen. Okay, wenn es passt, bau ein bisschen Galopp mit ein. Ist nicht ganz einfach, ne, mit der Anlehnung. Aber wie gesagt, mach ihm immer die Haltung bequem, die er gut, jetzt zum Beispiel. Gut, Galopp. Galopp, super so. Galopp, Genick hoch, ist zu tief, gut. Galopp, stell nach innen. Galopp. Gut. Und wieder dran. Fleiß. Mach was, ist das nett? Ja. Gut so, Hand aufrecht. Gut. Super. Okay, und Zügel aus der Hand kauen. Okay, gut, dann lass mal den Schritt gucken. Gut, sehr schön. Okay, dann machen wir einen Schritt und lass mal gucken, wie der ist. Tief, vorwärts, abwärts. Jetzt wird es besser, ne? Tief. Vorwärts, abwärts. Ja, so ist richtig. Tief. Gut. Viel Nickbewegung. Vor die Nase, ruhig, gut. Vor, ja. So, und jetzt lässig, ne? Also der Schritt, das merkst du ja, ne? Der ist halt so ein bisschen, schreitet halt nicht richtig, ne? Probier nochmal ein bisschen vor die Nase und lass ihn sein Tempo gehen und lass dich nur mitnehmen, ne? Probier mal, dass er möglichst viel so macht. Das darf sich ruhig ein bisschen lasch öffnen, ne? Jetzt schreitet er ein bisschen. Nimm die Schenkel weg. So, lass die nur locker runterhängen, lass die Hüfte locker. So, und jetzt viel Nickbewegung, nicht unbedingt viel nachtreiben. So ist gut. Er soll seinen Schritt finden. Lass die Knie locker. So, und du gehst praktisch, machst nur mit der Hüfte, ne, und mit der Nickbewegung. So, die Knie wieder locker. So, und dann vor und zurück. Tief. So ist besser. Okay, dann mach mal was, wo du das fast so ein bisschen provozierst, dass der das mit dem Stehenbleiben macht. Also zum Beispiel, wenn das beim Schenkelweiche passieren wird, dann mach vielleicht nur Schenkelweiche. Weil jetzt ist er schon abgeritten, aber schon noch ein bisschen Kraft, jetzt kannst du mal was ein bisschen Ätzendes reiten. Achtung, dass er schon vor dem Antrager nicht so den Kopf wegklappt. Ja. Genick eher hoch, ja. Gut. Vor. Hoch, das Genick zu tief, ja. Gut, prima.
Gut. Würde ich vielleicht gerade vorher umsitzen, dass du den richtigen Rhythmus hast, ne? Kann man ruhig im Leichtrabe weiter, aber dann super im Hals gewesen immer. Aber dann vielleicht einmal umsitzen, dass du halt immer mit dem inneren Bett treibst, wenn du dich hinsetzt, ne? So, okay, hier nochmal so ein dritter Hufschlag und dann schenken die Weiche nach außen. Gut. Ja, das ist okay. Vor die Nase bewegt, bisschen hoch, 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 weich. So ist super. Hoch das Genick. Ja, gut. Mal